Willkommen, Freunde, bei Kaffeeklatsch im TS. Unser heutiges Thema: Spieleserien, die Kuh melken, bis der Arzt kommt. Mit dabei die Smiley von RSPZ Let's Play. Ja, hi. Willkommen. Mit dabei der Fox Commander von Fox Commander. Hallöchen. Und mit dabei der ruhige Drantubaki, der heute mehr ruhig als alles andere ist, Stadtspaziergänge liebt und Sonnenuntergänge. Ja, Spaziergänge mache ich jetzt halbwegs. Ja. Hi zusammen. Okay. Hi. Ja, Spieleserien, die Kuh melken, bis der Arzt kommt. Oder eine gute Sache. Es gibt ja extrem viele Beispiele. Ob das Metal Gear Solid ist, Final Fantasy, ob das tausende Sachen eigentlich, tausende Sachen. Wer möchte anfangen, dieses Thema mal näher zu beleuchten? Also es geht ja darum, man hat irgendwie zum Beispiel Terminator, ja, man hat Games, man hat Videos, also irgendwelche Filme oder was auch immer. Und die bringen das auf den Markt und es ist auf einmal extrem erfolgreich. Und dann entwickelt sich der Mega-Hype und es ziehen sich Video an Video an Video oder Spiel an Spiel an Spiel. Und es ist eigentlich immer, das geht mit der Technik mit. Es gibt neue Missionen oder neue Tätigkeiten, Fähigkeiten, wie auch immer. Aber letzten Endes ist sowas auch irgendwann vielleicht mal ausgelutscht. Wer möchte anfangen von euch? Ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an. Endlich! Ich habe zwar, Endlich mal. Okay. ich hab zwar das Thema nicht wirklich ins Leben gerufen, das ist ja eigentlich der Fox, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was er damit meinte. Und Ja. wie du eigentlich schon angesprochen hast, es gibt schon recht viele Spiele, die schon mehrteilig auf den Markt gekommen sind bis jetzt. Also eben Metal Gear Solid, Tomb Raider, Final Fantasy, Reason, Gothic und weiß ich was noch alles. Durch die Bank, ja. Ja, es ist nur mal ein kleiner Teil von all den großen Spielen, die noch auf dem Markt sind. Nee, ich sage jetzt mal, gut, am Anfang, wenn man ein Spiel entwickelt, weiß man nicht genau, wie das Spiel ankommt. Und dann kann man auch nicht sagen, doch, das wird eine Riesensache Sache oder nicht. Und ich sage jetzt mal, also ich finde es was Gutes, wenn ein Spiel wirklich Anklang findet, wo halt storylastig ist, dass man das dann versucht weiterzuführen. Dass man da einen zweiten Teil macht mit den gleichen Darstellern, aber einen anderen Verlauf der Geschichte und so, finde ich an für sich eigentlich gut. Das ist also zum Beispiel bei Tomb Raider äh, haben sie ja auch wieder angefangen, neue Serien rauszubringen. Am Anfang waren ja, keine Ahnung, ich glaube drei Tomb Raider-Folgen früher draußen und dann war eine lange Zeit Pause. Und dann haben sie sich entschieden, ja komm, wir erzählen mal die Geschichte von Lara Croft, wo sie noch jung war. Die Entwicklung finde ich an für sich eine interessante Sache, aber da gibt es natürlich auch eine Story, wo du dich auch darauf freust, einen weiteren Teil zu spielen, weil du ja da willst wissen, ja, wie geht die Story weiter. Bei Mhm. Metal Gear Solid muss ich jetzt sagen, das habe ich jetzt nie wirklich gespielt, großartig. Den ersten Teil habe ich mal gespielt, aber ich habe es nicht so verfolgt. Da kann der Fox vielleicht besser dazu was sagen. Aber bei Metal Gear Solid muss ich sagen, storytechnisch hast du, glaube ich, nicht unbedingt so eine Story-Verlauf, wo du sagen musst, oh ja, jetzt kommt eine neue Story, wo an der alten Story anhängt. Vielleicht anmaßend schon, aber nicht storytechnisch wirklich, sondern es ist quasi wirklich ein eigenständiges Storyboard in dem Ganzen, würde ich jetzt mal sagen. Aber da kann mich der Fox durchaus korrigieren, wenn ich da ein bisschen Bullshit erzähle. Mache ich ja gern. Stimmt. Nein. Ja, auf jeden Also Fall. es ging wirklich. Ja. Beim Metal Gear Solid, also falls das so in etwa in die Richtung geht, wie ich das jetzt rausgesprochen habe, muss ich sagen, Metal Gear Solid äh, kann man wirklich davon sagen, das ist wirklich jetzt die Kuh melken, bis keine Milch mehr kommt, weil irgendwie ist bei Metal Gear Solid irgendwie nichts Neues. Also du hast die Darsteller, aber storytechnisch, äh, ja, irgendwie kannst du ja nicht ständig die Story um den Krieg erzählen und so weiter. Geht schon, aber irgendwann ist doch das Storyboard von dem ganzen Geschichten, also von der Story, irgendwann mal am Ende.
Und es wird dann irgendwie nur noch langweilig, weil du dann quasi immer wieder das gleiche Storyboard hast. Mhm. Bei Final Fantasy ist es quasi unterdessen auch, würde ich jetzt mal so sagen, auch langsam an der Zeit, wo man wirklich davon sprechen kann, dass die Kuh auch langsam ausgemelkt ist, weil Final Fantasy ist so gesehen schon eine Story, ist ja ein RPG-Spiel, aber irgendwie wiederholt sich die Story halt auch immer wieder. Du kannst irgendwie keine neue Story in dem Sinn reinpacken in das Spiel, sondern du übernimmst einen Teil von der Story, aber machst quasi die Story gleich oder ähnlich, einfach in einer anderen Zeit, wie jetzt das Vorgängerspiel. Grafisch und so weiter baust du natürlich das Spiel schon einiges besser auf und Gameplay-technisch kannst du natürlich schon viel dran ändern, im Gegensatz zu dem, was du früher konntest. Aber da muss man wirklich mal sich Gedanken machen, ob man da nicht vom Grund auf ein neues Game möchte entwickeln. Das heißt also, du sagst auch, dass es durchweg eigentlich so ist, dass ja, es wirklich darauf ankommt, macht es Sinn, das Spiel noch weiter zu entwickeln? Oder sollte man nicht lieber dann komplett auf einen ganz anderen Modus übergehen, auf eine ganz andere Sache, so in der Form? Ja, weil zum Beispiel Far Cry kennen wir, glaube ich, alle. Das haben sie ja Far Cry 1, 2, 3 und 4 rausgebracht. Und Mhm. ich muss sagen, die haben sich jetzt beim nächsten Teil, der rauskommt, haben sie sich was anderes überlegt. Sie haben gesagt, doch, soll immer noch Far Cry technisch, also Gameplay technisch Far Cry sein, aber Story Mhm. technisch ist es komplett was anderes. Und da muss ich sagen, okay, die haben sich wenigstens Story technisch äh, was einfallen lassen, was zwar mit Far Cry zu tun hat, aber trotzdem irgendwie einen komplett anderen Stil hat vom Gameplay her. Mhm. Was sagen die anderen dazu? Lass mal auf Fox den Vortritt. Also was Far Cry anbelangt, muss ich sagen, Schande über mich, ich habe noch nie ein Far Cry-Spiel gespielt. Also Okay. von daher kann ich nicht sagen, wie es ist, weil gut, es wird sich nicht viel unterscheiden zu anderen Ego-Shootern. Weil du hast irgendwo gewisse Grundsätze bei Ego-Shootern, die du immer hast. Du hast die Ego-Perspektive, du hast die Nebenmission. Irgendwo wird es da gewisse gleiche Dinge, also wird es gleiche Spielmechaniken geben, sagen wir es mal so. Mhm. Ich sag's mal so, geh gleich mal drauf ein, was Bagi gesagt hat wegen Metal Gear. Und da sage ich gleich Spoiler. Okay. Es ist so, dass bei Metal Gear es immer wieder andere, bei jedem Spiel jedenfalls, es gab ein Grundgerüst, wo das Gameplay gleich war, aber es wurde immer mit einem gewissen anderen Element immer, sagen wir mal, erweitert, ergänzt und es wurde dadurch umfangreicher. Ist das nicht bei Tomb Raider genauso? Wenn man sich jetzt mal den ersten Tomb Raider, ich glaube PlayStation war das damals, den habe ich noch gezockt, bin ständig gestorben, weil Jump'n'Run überhaupt nicht meins ist. Und wenn man sich jetzt mittlerweile die ganzen neuen Tomb Raider fotorealistische Grafikmäßig anguckt, da hat sich ja auch, das sind ja Welten zwischen. Heutzutage kannst du von der Grafik her der Wahnsinn, weißt du, so in der Art. Also es hat sich Ja, wirklich extrem viel getan. Ja, der Vorteil der neuen Games und der neuen Tomb Raider Spiele ist, also ich habe den ersten Tomb Raider Teil gespielt und den neuen kann ich erst spielen, wenn das auf die PS4 erscheint. Es ist so, dass ich mit der neuen Lara Croft mehr anfangen kann als mit der alten. Weil ganz Okay. einfach, das liegt daran, dass zum einen die alte wurde darauf, und das muss man mal so klar ansprechen, ist darauf abgezielt worden, dass die halt eine fette Oberweite hatte. Die Die wurde auch ganz so, alte, also die ganz jung, alte, ganz, die wurde die erste, okay. die wurde so modelliert. Wenn du dir anguckst, so PS1 Dingens, die wurde so modelliert. Es wurde immer gesagt, dass die halt dicke Brüste hat. Das Problem ist halt, mit der neuen, also nicht das Problem, eher, ich finde es, da war es wieder gut, weil es gab 5 Tomb Raider Teile. Mhm. Die ersten 3 haben noch gezogen und ab Teil 4 war es so, dass irgendwie, ich habe die ja nicht alle so gespielt, aber ich habe gehört, die wurden dann immer unglaubwürdiger. Und Teil 5 war sogar so verbuggt, dass es gar nicht zu Ende gespielt werden konnte, habe ich gehört. Falls das stimmt.
Kann mich gerne jemand berichten. Es kam nicht mehr so gut an und da haben sie irgendwann angefangen, so neue zu machen. Und mit der neuen kann ich mehr anfangen, weil du halt die Emotionen mehr hast. Du hast hast halt eine Archäologin, die mehr Emotionen zeigt, die halt nicht ganz perfekt ist wie die alte. Die alte konnte super schießen und so weiter. Mit der neuen musst du das halt, ja, wie soll ich sagen, erlernen oder so. Auf alle Fälle kannst du die neue Lara Croft gefällt mir in dem Sinne, du kannst dich mit der besser identifizieren als mit der alten. Okay. Und es ist auch so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift fürs Thema Metal Gear. Es ist so, dass da, wie gesagt, vom Gameplay her wird immer was hinzugefügt. Da ist allerdings von der Story her, muss ich sagen, war der erste Teil, da bleibe ich auch wenn Teil 5 erschienen ist der beste Teil gewesen, weil halt es ist ziemlich überschaubar gewesen. Also wenn du kriegst meistens die erste Viertelstunde ja schon gezeigt, wer deine Endgänger sind. Ist schon mal durchschaubar. Da weißt du sofort, gegen die musst du irgendwann antreten. Das war bei Teil 1 nicht so. Und des Weiteren kommt noch halt, dass die Story immer umfangreicher wurde, immer komplizierter und dass irgendwann die Leute ein bisschen verwirrter wurden. Also für Neueinsteiger war das nichts. Du musstest schon wirklich die ersten Teile spielen. Was nicht heißt, dass die Storys schlecht waren, aber die waren halt für Neueinsteiger nicht gerade verständlich. Und ich sorry, wenn ich jetzt Dislikes kriege, aber ist mir egal. Ich bin wirklich Metal Gear-Fan, sage ich gleich vorweg. Also von Anfang an. Nur ich muss ganz klar sagen, der 5. Teil ist der schlechteste Teil. Also das muss man erstmal bei mir schaffen, dass ich das überhaupt sage. Und er hat zwar auch gute Sachen, aber er hat auch sehr viele Schwächen, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen kann, weil da müsste ich glatt ein eigenes Podcast machen. Okay. Weil der ist, ich sag's mal so, du merkst dem an, dass das der 5. Teil ist. Und jetzt ist Kojima weg und die wollen jetzt, suchen sie einen neuen Typen, der das macht, einen neuen Producer. Der soll dann Teil 6 machen, das steht schon fest, dass Teil 6 kommt. Und da habe ich die Befürchtung, dass jetzt die Serie gegen die Wand gedonnert wird, weil jetzt der Erfinder der Serie weg ist. Aber sag's mal so, dass ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Drantobaki hat, glaube ich, gemeint, dass in jedem Spiel bei Metal Gear immer die gleiche Thematik aufgegriffen wurde. In dem Sinne stimmt das schon, nur es wurden immer so kleine Seitenhiebs, gerade was die aktuelle politische Lage war. In der Zeit, wo das Spiel entwickelt wurde da immer so ein kleiner Seitenhieb Richtung Politik geschossen. Er hat so gewisse Botschaften eingebaut, Kojima, wo du wirklich, das sich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Aber sonst ist von den Grundzügen her das natürlich das Gleiche. Du infiltrierst eine Basis, du tust Metal Gear besiegen am Ende. Also vom Grundgerüst her hat Trantobaki recht, es ist trotzdem irgendwo das Gleiche. Auch wenn halt die Bösewichte und die Thematik, die Bösewichte hatten und die Motive halt immer anders waren. Und das ist genau das Thema. Ich kann noch so eine Serie bringen. Assassin's Creed. Das ist das perfekteste Beispiel dafür sogar. Ja. Ich habe den ersten Teil super gespielt. Ich habe Teil 3 sogar gespielt. Also es waren insgesamt 5 Teile dann. Ich habe Assassin's Creed 1 gespielt und habe damals gesagt, scheiße, ist das Ding gut. Du hast einen Assassinen gespielt, wo das Credo immer hieß, keine Unschuldigen töten. Also in dem Spiel hieß das Credo, keine Unschuldigen töten. Du darfst nicht entdeckt werden und so eine Kekse. Also musstest schleichen. Es war absolut geil, das Spiel. Du hattest den Mythos um die Assassinen, du hattest die Templer und so. Aber die haben jedes Jahr ein Spiel rausgehauen. Und das Problem ist, das Spiel wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Bis zu Teil 3, also Teil 3 war jetzt auch nicht mehr so der Burner, aber ging einigermaßen noch. Aber danach ging es stetig bergab. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, war Black Flag und das habe ich bis heute noch nicht mal. Ich habe gerade mal ein Viertel des Spiels gespielt. An sich waren die Möglichkeiten, als Pirat durch die Gegend zu fahren und alles zu machen, um Haie als Beute zu fangen oder beziehungsweise zu töten, um Essen zu kriegen und so weiter. War alles super. Das Problem ist, dass die Story unglaubwürdiger wurde, dass sie umfangreicher wurde, dass du gar nicht mehr wusstest, was Sache ist. Und das Problem ist, die Hauptcharakter waren so... Oh nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Hauptcharakter, mit denen konnte ich mich gar nicht identifizieren. Und das Credo
was sie im ersten Spiel ja ausgegeben haben, das haben sie ja total vernachlässigt. Jetzt kannst du mit dem Assassinen durch die Stadt rennen und so. Das war alles vorher im ersten Teil nicht so. Konntest du zwar auch, aber du wurdest bei den Attentaten, die waren dann immer so versteckt, konntest du machen, mit seiner versteckten Klinge und so. Jetzt ist es mehr so, dass du offen auf der Straße jemanden erstechen kannst oder abschlachten kannst und so. Wisst ihr, das ist Assassin's Creed. Es ist jetzt erwiesen. Ich habe vor 2 Tagen eine Info gelesen, dass sie jetzt jedes Jahr kein Assassin's Creed mehr wahrscheinlich raushauen wollen, weil die Verkaufszahlen waren unter der Erwartung von bei Assassin's Creed Syndicate. Und Das heißt, die sind von ihrer Spur abgegangen, also Schleichen und Stealth und eine coole Story hin zu Gemetzel, und das kriegen sie jetzt in Form von niedrigeren Verkaufsraten wieder retour. ja, zumal Assassin's Creed Unity, also was 2014 erschienen ist, hat auch nicht gute Verkäufe gehabt, war auch unter den Erwartungen. Genauso wie Syndicate. Und das Problem ist halt bei den Games ist einfach, du merkst, dass die bloß 1 Jahr Zeit haben. Die klatschen irgendeine Story hin, die teilweise unlogisch ist, und dann hast du Charaktere, mit denen du dich nicht identifizieren kannst. Du hast ein verbuggtes Spiel, das ist ja auch nur das Ding. Die Spiele sind total verbuggt und ich sag's mal so, du müsst so eine Serie in einen Jahresrhythmus rauszubringen, das kannst du höchstens bei FIFA bringen. Mhm. Aber das Problem ist, das kannst du nicht bei Assassin's Creed bringen, weil das Problem ist bei denen, das hat einer mal gesagt, die tun heute Assassin's Creed, was weiß ich, raushauen und tun quasi schon das nächste entwickeln. Die haben mehrere Studios aufgemacht für Assassin's Creed und mehrere Entwicklungsteams und haben, zum Beispiel Unity hatte 5 Jahre Entwicklungszeit und ist 2014 erschienen. Das heißt, die haben von 2009 an schon angefangen zu entwickeln, wo gerade mal, ich glaube, Assassin's Creed Brotherhood erschienen ist. Das war so eine Spin-off-Geschichte. Da haben die schon angefangen. Das heißt, die haben schon viele Spiele vorgeplant. Und das ist das Problem. Du kannst in einem Jahresrhythmus nicht die Spiele rausholen, zumal du übersättigst die Leute. Das ist ja auch so ein Ding. Und du, ich sag's mal so, irgendwann wird das, wie der Trantobagi gesagt hat, eintönig. Mhm. Ist so. Und deswegen, jetzt hat Assassin's Creed die Quittung gekriegt. Jetzt haben sie gesagt, jetzt nicht mehr, wahrscheinlich alle 2 Jahre. Es ist leider aber so, dass auch, nächstes Beispiel, Call of Duty kannst du nehmen. Das war die ersten beiden Teile habe ich gespielt, den 3. Teil ich gespielt und dann habe ich meine Wurftechnik geübt und das schön in die Ecke geschmissen. Weil es ist jetzt nur noch eine Massenballerei. Es ist nicht mehr wie am Anfang, dass du vielleicht mal ein bisschen taktischer vorgeben musst oder ein bisschen gucken musst, dass die dich nicht sehen oder halt, dass du halt eine gute Position dir raussuchen musst, wo du die Gegner ausschaltest. Es ist nur noch eine Massenballerei. Auch wenn ich da wieder Leute vor den Kopf stoße. Es ist nichts weiter als eine Massenverarbeitung von Serien. Es ist aber jetzt kein überlegtes Entwickeln mehr, dass du sagst, was kann ich verbessern? Oder sind Feedback der Leute erwartet, was wollen die im nächsten Spiel vielleicht besser haben, was besser gemacht werden muss, oder halt, das ist einfach zu kurz. 1 Jahr ist für ein richtig gutes Spiel zu kurz. Das kannst du wirklich bei FIFA oder bei Pro Evolution Soccer machen. Weil du eigentlich da nur die Grafik ein bisschen ändern musst und die Namen der Spieler. Ja, weil im Grunde genommen sind das Patches, wenn du es genau nimmst. Ja. Und selbst das könnte man jetzt drüber diskutieren, warum man FIFA einen neuen Ableger macht und einfach nicht als Patch einfach das aktuell patcht, also quasi ein Patch rausholt, damit das mal aktuell ist, aber ist egal. Das kannst du nur bei Sportspielen machen, finde ich. Das kannst du aber nicht bei sowas wie Assassin's Creed machen, wo du Mysterium aufklärst. Und viele sind ja der Meinung, dass die Assassin's Creed-Serie dann gestorben ist, als sie den Hauptcharakter haben sterben lassen im 3. Teil. Ich sag's mal so, es ist schwierig, wenn du wirklich solche Serien, die von der Story leben und die von dem Gameplay leben und nicht so sehr von dem, was sagen wir mal, wo Arcade-Spiele wie FIFA oder so, wo es nur darum geht, irgendwelche Tore zu schießen, also wirklich was Banales geht, dass du die in einem Jahresrhythmus rausbringst. Das ist irgendwo, das ist nicht gut für die Serien.
Also da gibt es zig andere Beispiele, wo du sagst, die haben es rechtzeitig geschnallt. Splinter Cell war bis zu Teil 3 ein Jahresrhythmus und die haben es gesehen, das ist irgendwo, übersetzt die Leute und machen es jetzt in 5 oder 6 Jahresrhythmus. Ich sag's mal so, es ist schwierig, wenn du eine Story erzählen musst und du hast ein Jahr Zeit als Entwickler, diese Story glaubhaft zu machen oder halt das Gameplay ist ja auch manchmal so ein Element, was zur Story gehört. Mhm. Und dass das halt glaubwürdig so zu machen, dass der Spieler nicht fragt, "Hä? Was ist denn jetzt? Was soll der oder, Scheiß? oder was soll der Mist? Oder ich habe das jetzt überhaupt nicht verstanden. Mhm. So in dem Sinne. Das ist genau das Problem, was ich sehe. Die quetschen die Serien jetzt so aus, bis gar nichts mehr geht. Das kannst du auf die Filme ausweiten. Selbe Beispiel. Terminator. Ja, ist ja jetzt auch wieder ein neuer Teil rausgekommen mit einem Arnold Schwarzenegger, der auch schon mittlerweile 180 Jahre alt ist oder so, ne? Ja, Terminator Genesis oder irgendwie so, oder Genesis. es ist das größte Kunststück dieses Planeten. Und das muss man erstmal schaffen, dieses Franchise kaputt zu machen. Und das Mhm. haben sie sehr gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich habe den neuen Teil nicht gesehen, aber ich höre, was die Leute sagen. Mhm. Und die Leute sagen, das ist eine komplette, aber wirklich eine komplette Kopie von Teil 2. Die haben den Gegner aus Teil 2 genommen, haben da unten einen anderen Fuzzi hingestellt, haben sogar noch teilweise Szenen nachgestellt von dem ersten Terminator-Film. Ja. Also wirklich 1:1. Und Okay. wirklich, also musst du dir mal angucken. 1:1 die Szene von Terminator 1, wo der Kyle Reeves da ankommt. In der Gegenwart. Die haben sie 1:1 rübergenommen in den neuen Film. Nur das mit einem anderen Schauspieler. Also haben sie es nochmal gedreht. Und das ist genau das Ding. Irgendwann musst du mal nach Teil 2 und Teil 1 waren die besten Filme. Danach ging es immer weiter bergab. Und ich finde, du musst als Regisseur oder halt als Filmstudio oder als ein Publisher oder als Entwickler einfach mal irgendwann sagen, es war geil, wir haben quasi eine Ära geprägt mit der Serie, wir haben richtig was erreicht, die Serie ist angekommen, irgendwann ist mal Schluss. Und wenn das stimmt, dann haben die Eier, weil momentan heißt es, dass Naughty Dog kein Uncharted 5 machen wird. Mhm. Uncharted 4 kommt Ende April raus und die machen keinen 5. Teil. Warum, weshalb, haben sie, glaube ich, nicht gesagt, aber die haben gesagt, die machen einfach keinen mehr. Es war halt eine geile Zeit, haben sie gesagt. Wir haben eine Ära mit dem Spiel geprägt, aber irgendwann ist Schluss. Und wenn sie das durchhalten, was manche ja auch nicht schaffen, dann ziehe ich meinen Hut vor. Weil dann hat jemand mal endlich mal Eier zu sagen, es ist eine geile Serie, aber wir müssen sie nicht ausschlachten. Also ich kenne es aus dem Musikbusiness. Du hast die Bands, ich weiß das noch wie heute, weil zum Beispiel damals eine Freundin der Familie, also meine Eltern kannten die Eltern und wir haben halt so gespielt als Kinder. Und die war riesiger Take That-Fan. Und dann hat sich Take That getrennt und da kamen auch die ersten Todesmeldungen, dass sich wirklich junge Mädchen umgebracht haben, weil Take That sich getrennt haben. Und die war total traurig und mittlerweile ist Take That irgendwie wieder zusammengekommen und sowas in der Art. Also es ist wirklich prädestiniert dafür, dass die Leute erst sagen, ja, wir trennen uns und Riesentrambo und Brimborium und 5 Jahre später sind sie dann doch wieder zusammen oder machen doch wieder irgendwas, sowas in der Art, ne? Und ich schätze, bei den Spieleserien ist es vielfach auch so, dass die einfach sagen, ja, okay, wir machen jetzt nichts mehr und dann merken sie, oh, wir können aber doch richtig Kohle noch damit machen. Komm, wir machen das doch noch mal, weißt du, sowas in der Art. Ja, bei Naughty Dog bin ich mir aber nicht sicher, weil du musst sehen, dass die ein anderes Eisen noch im Feuer haben. Die haben nämlich The Last of Us noch. Ja gut, das ist ja auch ein Riesenburner, also. Und The Last of Us 2, da haben die sich schon selber verraten. Ein Also muss Entwickler hat schon gesagt, in einem Lebenslauf hat er reingeschrieben, ich habe gearbeitet an The Last of Us 2 und das ist schon mal der erste Hinweis, dass da irgendwas kommt. Also ist es quasi so in der Art, dass die meisten sagen, okay, oder die meisten vernünftig sagen, wir haben jetzt eine Spieleserie herausgebracht, die richtig geburnt hat. Wir machen jetzt hier aber mal einen Break. Kann ja sein, dass in 10 Jahren mal wieder was rauskommt. Dann hat man aber auch die Entwicklungszeit und auch die nötige die Vorlaufzeit, um eine coole Story zu entwickeln und nicht irgendwas rauszuklatschen. Und gleichzeitig macht man mal was komplett anderes. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich nehme jetzt mal das Beispiel, die meisten großen YouTuber-Kanäle von den Let's Playern, die haben nicht nur RPGs oder nicht nur Strategiespiele,
sondern die haben alles im Angebot, so in der Form, weil die einfach sagen, ich zock das, wo ich Bock habe und nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr habe ich vielleicht Bock auf ein ganz anderes Spiel. Kann ja sein. Oder ja, so Trends ändern sich ja auch. Ja, weil ich sag mal, wie jetzt bei Ark, das ist der riesen Mega-Hype mit Dinos. Der Wahnsinn, macht riesig Spaß. Ob es in 2 Jahren noch Spaß machen wird, steht halt in den Sternen, wer weiß. Vielleicht ist dann ein riesen neues Weltraumspiel draußen oder Ninjas sind wieder aktuell oder was auch immer. Oder Zombies oder so. Ne, die waren jetzt gerade, aber irgendwie sowas in der Art halt, ne? Es ist ja nur auch so, auch wenn mir irgendwer was erzählen will. Also, dass es kein Uncharted 5 geben wird, glaube ich nicht. Weil du hast es ja gerade indirekt ja gesagt. Im Laufe der Zeit kommen ja immer andere Leute. Und Ja. bei Naughty Dog werden es auch andere Bosse geben und auch andere Entwickler geben, die immer noch diese Lizenz haben. Und wenn die meinen, die müssten Uncharted 5 machen, wenn es in ein paar Jahren eine bessere Technik gibt, glaube ich nicht, dass die sagen, nö, auch nö, weil wir einmal gesagt haben, es gibt kein Uncharted 5, gibt es keins. Glaube ich nicht. Wenn die Möglichkeiten haben und wenn die Verantwortlichen bei Naughty Dog sich ändern, dann kann das eine ganz andere Nummer wieder sein. Ja, Und gibt es einen anderen Vorstand und der sagt, oh, können wir ja mal wieder aus der Kiste holen, so in der Art. bestes Beispiel Terminator. Es hieß immer, es Mhm. kommt kein dritter Teil. Ja, stimmt. Und dann haben sie 2003 wurde die Lizenz von James Cameron abgekauft und zack, kam Teil 3 raus. Mhm. Und deswegen sage ich ja, lasst die richtigen Leute an den richtigen Hebeln drücken, in ein paar Jahren und die richtige Technik da sein, dann kommt ein Uncharted 5. Und Kann das passieren. Gleiche, und das Einzige, was ich positiv finde, ist, dass manche Auflagen auch gut funktionieren. Und wenn mir jetzt einer kreuzigen will oder irgendwas anderes erzählen will, der hat keine Ahnung. Ich sag bloß Star Wars. Ich war einer der größten Verfechter, der gesagt hat, das kann nur scheiße werden. Vom ersten, also Teil 1 bis 3 wurde ja ein Teil 4 bis 6. Meinst du das, oder Nee, ich meine vorher? jetzt an sich, gut, die ersten 3 Teile, also Episode 1 bis 3 waren grottig. Hier, besonders Teil 2. Oh, ich liebe dich, Anakin. Oh, Padme. Oh. Es gab zwar welche, die das gemocht haben, aber das passt nicht zu Star Wars. Ja. Zum anderen, ich habe einfach Befürchtungen gehabt, dass sie damit Teil 4 bis 6, die hatten ja trotzdem noch einen guten Ruf, irgendwie zerstören, weil das eine Fortsetzung von den Episoden sind. Weil die haben nur einen legendären Status in der Filmindustrie. Und die haben es geschafft, das nicht zu versauen. Jetzt kommen bestimmt viele, ja, die haben es kopiert und so. Nee. Die haben schon zum Teil kopiert, nur es ist immer wichtig, wie man es macht und es ist trotzdem ein eigenständiger Film, wenn man den Film gesehen hat. Das Problem ist, eigentlich ist kein Problem da. Für viele ist halt ein Problem da, ich sag jetzt, ich spoiler nichts, deswegen sage ich, es gibt eine Sache, für die viele ein Problem darstellt, aber dazu spoiler ich nichts, weil viele haben vielleicht den Film noch nicht gesehen. Nur Fakt ist eins, dass Episode 8 deutlich besser ist als Episode 1 bis 3, weil das waren grottige Filme. Die werden auch von den richtigen Star Wars-Fans gar nicht als Episode 1 bis 3 anerkannt. Und das sind Beispiele, das ist ein Beispiel, was gut geht, auch wie Tomb Raider. Es kann funktionieren, etwas aus der Versenkung zu holen. Kann aber auch in die Buchse gehen. Ich hätte gern mal die 2 anderen kurz dazu gehört, weil die sich jetzt erfolgreich darum gedrückt haben, hier die ganze Zeit. Smiley besonders hier. Smiley hat noch gar nichts gesagt. Ich habe Was eigentlich sagst- auch nur aus dem Grund nicht viel gesagt, weil ich bisher auch noch keine Spiele hatte, wo ich wirklich Serien komplett durchgezockt habe, außer womit ich halt angefangen habe, war The Walking Dead. Ja. Habe aber sonst von den anderen Games keins so lange verfolgt, dass ich da jetzt sagen kann, ja, ich habe alle Serien oder ich kenne die. Deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen zurückgehalten. Gibt halt für mich jetzt momentan das positive Beispiel an Walking Dead, der Film und jetzt das Game. Und die lassen sich ja wirklich Zeit mit der Entwicklung, bringen ja zwischendrin auch noch andere Games raus, wo sie dann auch noch mehr Teile davon veröffentlichen wollen. Was natürlich bei denen auch wirklich immer ziemlich lange dauert. Was ich jetzt halt eben noch nicht so ganz weiß, ob ich es gut oder schlecht halten soll, weil ich hätte mich halt eben jetzt wirklich auf den 3. Teil von The Walking Dead gefreut. Das dauert halt noch eben. Sie haben zwar jetzt was zwischengeschoben, wobei ich es besser gefunden hätte, sie hätten an Teil 3 vielleicht weitergearbeitet. Dass der dann rauskommt.
Glaubst du, die haben dadurch, dass sie was zwischengeschoben haben, nicht auch so gesagt, wir, wir nutzen nochmal den Hype in der Form? Ja, natürlich, weil ich freue mich ja auch auf die Zwischenszene. Nur, ja klar, sie wollen halt auch, dass ja, wie soll ich das sagen, dass die Leute, die drauf warten, vielleicht in der Zwischenzeit schon mal was zu tun haben. Ja. Es kann aber auch manchmal kurz Zwischenzeiten auch damit zu tun haben, das ist gleich wie mit Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ich glaube, die schieben manchmal was dazwischen, weil so eine Entwicklung kostet Geld. Und Telltale Games ist ein Entwickler, die haben nicht so die Kohle. Und ich glaube einfach, weil du musst ja sehen, das letzte Mal also Staffel 2 ist 2013 erschienen. Ja. Und das Problem ist, diese Entwicklung, die sie jetzt haben, die wird Geld fressen. Und da werden sie sagen, da werden wir halt das zwischenziehen mit der Miniserie. Hast du zwar auch ein bisschen Kosten, weil sie die auch entwickeln musst, aber nicht so die fetten. Und du kannst das halt in den Preis dann, den du für jede Episode für diese Miniserie bezahlst, ja wieder reinholen. Und Ja. ich glaube einfach, Telltale Games ist ein Entwickler oder ein Publisher, ich glaube, das waren sogar vorher Indie-Entwickler. Das Problem ist halt, das dauert deswegen so lange, weil du jeden Ausgang, den die Spieler beeinflussen können, den musst du anhand von Zwischensequenzen darstellen. Den musst du anhand von der Story, die du erzählst, darstellen. Das sind verschiedene Ausgänge, die du bringen musst. Ich glaube, bei Staffel 2, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass sie, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Enden hatte. Und das Problem ist, da musst du auch 2, 3 verschiedene Szenarien schaffen für Staffel 3. Das ist das Problem. Und wirklich für jede Entscheidung musst du eine extra Sequenz bringen. Das habe ich jetzt bei Staffel 1 gesehen. Minimal, du tust was Unbedeutendes, wie bei Staffel 1, das mit dem Kombi tust du Unbedeutendes, tust du da entscheiden, was hinterher eine große Nummer ist. Und das Problem ist halt, dass die wirklich für jede Entscheidung irgendwas entwickeln müssen, also irgendwas bauen müssen, eine Zwischensequenz reinbauen, Charaktere reinbauen, die vielleicht normalerweise tot wären, aber wo du entschieden hast, die bleiben am Leben. Mhm. Das sind so Sachen, das dauert dann auch seine Zeit. Vor allen Dingen, du hast ja auch wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten. Sagen wir mal, Ja. nimm einfach Mann, Frau, die zwei evolutionären Geschlechter, und der entscheidet sich dafür oder dafür. Sie entscheidet sich dafür oder dafür. Sieht aber ganz anders aus. Oder also nicht nur vom Aussehen her, sondern auch von der Entscheidung her, die dann rauskommt. Oder mit anderem Sprachgebrauch, muss aber zum gleichen Ziel führen. Sowas in der Art, ne? Das ist schon krass. Ich habe halt eben jetzt auch kein so krasses Beispiel, wo ich jetzt wirklich nennen könnte, wo die Serie dann Twilight. nochmal erweitert wurde. Obwohl Twilight ja zum Beispiel jetzt von den Filmen abgesehen als Trilogie eigentlich geplant war. Okay. Ja. Sonst irgendein Film, wo du sagst, bei Filmen zum Beispiel ist das ja auch prädestiniert, kann man Beim sagen. Film wäre es zum Beispiel Maze Runner. Der hätte nach dem zweiten Teil zu Ende sein können. Du meinst Maze Runner. Maze Runner, ja. Okay. Was wir das letzte besprochen haben bei den Lieblingsfilmen im Vlog. Oder bei den Filmen im Vlog. Ja. Ja. War Weil das da, das? Ich glaube schon. also es hätte es gereicht, wenn dann Schluss wäre. Da hätte man jetzt nicht schon müssen einen dritten Teil hinten dran bringen. Mhm. Ja, das ist auch bei manchen Filmserien so. Hat Smiley einen guten Stichwort in dem Sinne gegeben. Die schlachten manchmal die Story so aus, obwohl das gar nicht nötig wäre. Also eigentlich könnte man einen Teil machen oder 3 als Trilogie, weil es einfach von der Länge her eine Geschichte erzählt, aber es kommen dann 7, 8, 9. Harry Potter. Ja, Ich habe gut. die ersten 3, 4, 5 Bücher gelesen, glaube ich. Ja? Also Harry Potter war ja von Anfang an eigentlich geplant, dass die Bücher verfilmt werden. Und da hatte man ja eigentlich schon Vorgabe, dass es so und so viele Teile gibt. War das von Anfang an schon klar oder war es nicht so, dass sie dann, die hat den ersten Teil geschrieben? Ich habe nämlich diese Doku-Story über sie selber gesehen, die Bücher geschrieben hat. Ist auch sehr interessant. Arbeitslose Lehrerin und die hat dann dieses Buch geschrieben, hat das zu 30, 50, 80 Verlagen geschickt. Die haben alle gesagt, so ein scheiß Kinderbuch, das will doch keiner und so weiter. Und wurde halt richtig enttäuscht immer nur. Und irgendwann hat dann einer gesagt, das probieren wir einfach mal. Da schauen wir einfach mal nach und das ist ein riesen Mega-Hit-Erfolg geworden. Ja, Gut, bei Von daher- Büchern denke ich mal, dass das nie wirklich geplant ist, wenn jetzt eine Buchserie herauskommt, dass es so viele Teile gibt bei den Büchern. Ich war jetzt wirklich auf den Film, war mein Kommentar eigentlich. Bei den Büchern, ja, da kannst du dir,
da kannst du dir selbst sagen, ja, ich mache jetzt mal eines Zweiband-Story draus, weil das kannst du Mhm. dir im Kopf noch einigermaßen zusammen würfeln in dem Sinn, dass du da wirklich einen Faden kannst machen, wo du kannst sagen, der geht, erstes Buch erzählt den Teil, den zweiten Teil, vielleicht noch einen dritten Band, aber ich denke mal, da kannst du als Schriftsteller nicht sagen, das wird jetzt ein Neunteiler. Das ist, glaube ich, das entsteht einfach mit der Zeit, weil, ja, Die Also Frage, du meinst bei Büchern, die dann halt verfilmt wurden. ja, allgemein einfach auch bei Büchern. Es gibt ja mehrteilige Bände von Büchern. Also da denke ich mal, das Gut, ist Star Wars war ja zum Beispiel damals auch erst als Buch geplant. Der erste bis dritte Teil, der dann hinterher zum vierten bis sechsten Teil geworden ist. Das fand ich auch, dass die nicht gesagt haben Prequel, Sequel oder Vorgeschichte oder so, sondern wirklich dann einfach die Teile umgeändert haben. Das fand ich ein bisschen. gut bei Weil gegen Star. Star Wars 1 bis 3, was jetzt 4 und bis 6 ist, da kommt halt kein Star Wars Film mehr danach dran, ne? Muss man auch sagen. Bei Star Wars ist halt der Regisseur, schwieriges Wort, George Lucas, Regisseur, ja. äh, Lu, Ja. der ist ja eigentlich bekannt, dass der halt quasi in der Mitte anfängt. Also bei Star Wars war es von Anfang an bei den Filmen klar, dass es 9 Teile gibt. Dabei muss ich sagen, bei Star Wars muss ich sagen, hätte man nach den ersten 6 Teilen sagen können, okay, Schluss, fertig. Die letzten 3 Teile sind nicht mehr unbedingt filmrelevant, sage ich jetzt mal. Mhm. ich muss da mal was sagen. Und zwar habe ich mich vor kurzem informiert gehabt wegen Star Wars. Also ich muss dazu sagen, die ersten 6, es waren am Anfang wirklich bloß erst 6 Teile geplant. Nee, ganz am Anfang waren 9 Teile geplant. Weil soweit meine Infos, wenn die stimmen, habe ich gehört, es waren bloß 6 Teile geplant und die anderen 3 Teile, die jetzt kommen sollen, beziehungsweise wo einer schon erschienen ist, das sollte irgendwie als Serie gemacht werden. Eine Da Star gab es ja auch Wars-Serie. tausende Zwischenserien, also zwischen Anime, hier, wie heißt das jetzt, Zeichentrickserien, hin zu kleinen Zwischenserien und so weiter. Da gab es ja tausende Sachen zwischendrin. Die Frage ist, was ich mal fragen wollte, ist, gab es denn jemals so, dass vorher der Film erschienen ist und dann das Buch? Gab es, glaube ich, nicht, ne? Mhm. Nee, Normal hast du eigentlich Buch und dann Film. weil du kannst vom Buch raus ziemlich ein gutes Drehbuch rausziehen. Hm. Also Okay. würde ich jetzt mal sagen, weil wenn du ein Buch schreibst, normal- hast du ja schon Dialoge in dem Sinn drin. Und anhand von denen Normal kannst ist du. es eigentlich so. Ja, normal ist es eigentlich so, du hast das Buch und dann den Film. Und wenn der Film ankommt, hast du meistens auch noch ein Spiel. Oder du hast erst das Spiel und wenn das Spiel richtig gut geht, dann machen sie einen Film daraus. Oder sogar Bücher. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, wie bei Warhammer zum Beispiel, die Tabletop-Geschichte. Das war als Tabletop geplant, dann kamen die Bücher, jetzt kommen die Spiele. Also da gibt es ja auch tausende Sachen. Ich glaube, Warhammer-Film gibt es leider noch nicht, soweit ich weiß. Aber Ja, WoW-Film. Ja, gut, WoW-Film. Habe ich aber noch nicht gesehen, muss ich sagen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. WoW, World of Warcraft. Ähm, Es ist ja ein Spiel, aber was ich letzt gehört habe, diese Zusatzdinger, um das Ganze dann immer wieder interessant zu machen und am Laufen zu halten, die sollen wohl irgendwie ab dem Lich King, der soll noch cool gewesen sein und danach irgendwie absolut scheiße, soweit ich gehört habe jetzt. Also, Kennt ihr euch soweit, damit aus so ein bisschen? also ich habe ja WoW gespielt, also es war wirklich so, bis Licht King war es noch interessant und danach hat man den Eindruck, dass es mehr so dass es nicht doch eher als Patch hätte es noch raushauen können. Also da waren mehr so Levelerweiterungen. Also zum Beispiel konntest zum Beispiel vorher bis Level 60 machen zum Beispiel und dann konntest du durch dieses Add-on konntest du plötzlich bei Level 70 warst du da am Ende und hattest einige neue Missionen, aber hattest jetzt nicht so das Gefühl, das hättest du nicht als Patch noch raushauen können. Also du hattest eher das Gefühl, das haben sie jetzt genommen, um nochmal um Geld zu machen, aber das hätten sie genauso gut als kostenlosen Patch rausknallen können. Das ist jetzt nicht so das Gefühl, dass das jetzt einen Umfang hätte, wo ich sage, dafür muss ich unbedingt 30 Euro ausgeben. Mhm. Weißt du? Das ist ja, musst du ja sehen, das ist ja auch schon wieder ein ganzes Spiel, was du da bezahlst fast. Und ja,
ich sag's mal so, der Schwund, den sie jetzt erleiden, das ist schlicht und einfach das ist dadurch begründet, dass das Spiel zu alt ist. Ey, das ist 2005 erschienen, jetzt mal ganz ernsthaft, und das hat eine Grafik wie 2005. Mhm. Das ist das Problem. Und normalerweise spielt man das vielleicht 2 Jahre, wenn es hochkommt. Aber keine 11 Jahre, wie alt das mittlerweile ist. Das ist das Problem. Es ist schlicht und einfach schon zu alt und der Film soll auch nicht gerade prickelnd sein, habe ich von vielen WoW-Fans schon gehört. Also was wir so im Trailer bis jetzt gesehen haben, ich glaube, der ist noch gar nicht erschienen. Doch, der Trailer schon, aber der Film noch nicht. Naja, meinte ich ja, was sie so vom Trailer so her gesagt haben. Und ja, das ist auch eine Verwurstung, aber eine Verwurstung haben wir auch noch gar nicht behandelt, sind die Serien. Verwurstung hoch 10. ja. Du machst NCIS zum Beispiel. Oder Simpsons. Ja, da Simpsons war absolut mega. Und ich glaube, die letzten 5 Staffeln oder so habe ich nicht mehr gesehen. Weil die weißt du, was ich meine? Wo sie wirklich nur noch, früher haben sie wirklich so politischen Hintergrund oder Weltgeschehenshintergrund genommen, haben den so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und irgendwann fingen sie dann an mit diesen typischen, haha, der hat gefurzt, haha, so diese Flachwitze, die nicht witzigen Witze, kann man sagen. Weißt du, was ich meine? Also ist einfach nicht mehr so Parodie genial gewesen, sondern wirklich mittlerweile nur noch so blöde Witze. Mhm. Oder was war noch? Wir haben uns letztens da noch drüber unterhalten mit einem. Das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Der hat das auch gesagt. Bei How I Met Your Mother gibt es ja auch mittlerweile 500 Folgen. Bei Big Bang Theory, obwohl er gesagt hat, Big Bang Theory war eigentlich noch das, wo man auch die letzten Folgen noch gucken kann. Oder die letzten Staffeln, muss man ja sagen. Aber mittlerweile es wird ja wirklich ausgereizt bis zum Ultimo. Es Ja, ist ja auch Smiley. so. Ach no, Smiley hat was sagen will? Nee, ich hab Nee, mich sie nur kurz mutet nur gemutet. im Mikro. Und das hört man, das Knacken. Ja, was können wir für dich tun? Möchtest du dich mit einbinden? Ich hab mich einfach nur kurz gemutet. Fox war Okay. gerade dran. Gut, Fox ist dran. Jetzt mal ernsthaft zum Beispiel wollte ich sagen, der schweift mal jetzt schon ein bisschen ab, aber ich muss ehrlich sagen, bei den Comedy-Serien Ja, von den Amis ist es mittlerweile doch so, dass die nur noch sexistisch sind. ja. Und es ist, ich sag's dir, ich habe früher Bill Cosby Show gesehen, ich habe früher gern Alle unter einem Dach gesehen, ich habe früher Roseanne und was nicht alles geguckt. Da hattest du auch manchmal so komische Witze, aber du hattest irgendwo auch Sachen, wo du was lernen konntest. Wo Botschaften mit bei waren. Wo die Leute Bundy sich, zum Beispiel. ja, wo du wirklich, ja, nee, das war auch eine Botschaft, aber kein, ich gucke mir Das war kein nicht Psycho Dad an. Psycho Dad, ja. Du weißt, was Ja. ich meine. No, ma'am. Nee, ist es gut. Aber, nee, es geht darum, da waren schon so gewisse Botschaften bei, wo es vielleicht, da haben sie manchmal Folge gemacht, ja, Waffen in die Schule bringen ist scheiße und so. Irgend sowas. Da waren Botschaften mit bei, oder die waren noch ganz normal, haben die sich verhalten in den Serien. So wirklich, da waren auch noch normale Dialoge. Wenn du das heute so dir anhörst, da sind die alle so ein bisschen schwanzgesteuert, ne? Mhm. Ja gut, das ist So- ja heutzutage, scheinbar soll das cool sein. Nur ich finde das irgendwie, ich weiß auch nicht, da kannst du nichts mehr lernen. Selbst bei den Anime-Serien früher waren die nicht so abgehoben. Mittlerweile Ja, ganz schlimm. ehrlich, Zeichentrickfilme, mit denen ich aufgewachsen bin. Es war einmal das Leben. Wie heißt das nochmal? Der eine da, mit dem, der sich die Sicht eines Adlers und so weiter. Commander Braveskull oder Marshal Bravestar, genau. Bravestar, ja genau. Marshal Bravestar. Und da hast du bei jeder Folge was lernen können. Selbst He-Man hatte damals so, ja Kinder, denkt dran, Freundschaft ist wichtig und verarscht eure Kollegen nicht und so weiter. Weißt du, sowas in der Art. Eine Das war bei fröhliche He-Man. Ja, sagt mir auch irgendwas, aber Eine fröhliche so bei Familie, He-Man. da ging es darum, dass der Vater zum Krieg fahren muss. Der hat in 1800 Parts of Witcher hat die Serie gespielt. Da ging es auch um Freundschaft, um aufeinander sich verlassen können in der Familie oder um wenn manch einer dich anlügt oder so oder um verzeihen können oder so.
Das waren so Serien mit Botschaften. Mhm. Das hast du Son heute nicht Goku, mehr. Dragon Ball. Dragon Ball, ja, da ging es auch um Freundschaft. Der hat zum Beispiel die Dragon Balls gefunden und Krillin wurde getötet damals. Und was hat er gemacht? Hat seinen Wunsch geopfert, für Krillin zu retten. Und ja, nach, ich glaube, Dragon Ball Z oder so ist es mittlerweile nur noch, ich hau dir aufs Maul, ich bin der Coolste. Ich weiß es nicht, kenne die neuen Folgen nicht, aber was ich bis jetzt so gehört habe, muss nicht stimmen. Aber das war halt wirklich, früher war es noch eine echte Botschaft, kannst du sagen. Also wirklich, da ging es um Freundschaft, da ging es darum, dass man für andere einstehen soll und so weiter. Ja, Und vor allen heute Dingen, das gleiche war doch bei den Kickers auch. Du musst Ja, genau, um die im Kickers, Fußball ja. was zu erreichen, musst du hart trainieren. War auch und eine als Botschaft. Teamplayer machen, ja. Ein Genau. Teamplayer war das. Da ging es ja darum, weil er stand zwar, also Gregor stand zwar im Mittelpunkt, aber ohne das Team, der hat das ja auch immer gesagt, ohne meine Mannschaft wäre ich hier nix. Genau. Und Das waren letzten so Endes, ich glaube, die Botschaften, ne? Teufel haben sie auch im letzten Moment besiegt, ja, ne? Nee, die Teufel haben die besiegt, aber nur um ein Tor. Also die haben da Lattenschuss und was nicht alles am Ende gehabt. Mhm. Ganz knapp gescheitert sind sie. Aber trotzdem, da ging es auch am Ende darum, dass man alles trotzdem auch im Angesichts der Niederlage auch alles gibt und so. Das waren Botschaften. Wenn du dir Ja, das gut, heute hast- anguckst, ist das Verblödung. Ja, hast du aber bei Pokémon auch Botschaften? Weil da geht es ja eigentlich auch darum. Nur, ja, Pika Pika, Poco Poco. Dann haben sie Digimon, Pickel Pickel, weißt du, was ich meine? Ja, Ja, also wenn ich heute Ja, mal weiß, was ich reinseppe wenn ich bei Animes seppe, denke ich manchmal, was denn hier passiert? die Thundercats. Die Turtles. Was denn? Was war die das? Das war Turtles. voll Die Turtles, geil, was ist denn ey. das für eine Botschaft? Dass du keinen Ey. Schleim verteilen darfst, oder was? Nee, Turtles war ja wohl die Mega-Botschaft, ja. Wir 4 mutierten Schildkröten stehen zusammen und kämpfen gegen böse Schredder. Ist ja wohl fett. Gegen Ja, die klar. Foot Soldiers, weißt du, was ich meine? Ja, Oder, Rocksteady. Sehr gute Botschaft. Ich kämpfe gegen Tiere. ist ja bei diesem neuen Punch-Spiel, Sucker Punch oder, nee, wie hieß denn das da? Das hast du auch. Oder das hast du. Ich war am Überlegen, ob ich mir das holen soll. Punch Club. Punch Club, genau. Da siehst du ja auch, dass er gegen Turtles kämpft oder gegen Ja, das ist irgendwelche Schredder. Krokodile. Ach so, okay. Krokodil, ja. Ich muss meinen Bruder Mann. hauen, der haut dir aufs Maul und dann kommt der gar nicht raus und hat Schiss. Leute sich jetzt, sehr gute Botschaft, muss ich sagen. Krass geil. Ja, kann ich nur Nee, empfehlen, also- Punch Club. Ja, weiter geht's. Ja, wie gesagt, also Spieleserien. Ja, es gab halt wirklich, wie soll ich das sagen? Es gibt richtig geile Spiele und es gibt auch richtig geile Spiele, die es aber einfach übertrieben haben, weil sie einfach von, ich nehme mal das Beispiel mit Assassin's Creed. Ich habe den ersten Teil gezockt, ich habe den zweiten Teil gezockt und ich glaube, der dritte oder vierte Teil habe ich dann nicht mehr gespielt. Irgendwie so. Weil das war für mich so ein bisschen ausgelutscht in der Form. Ich hatte nicht mehr so den Bock darauf. Also dieses Spaß daran, kann man sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich jetzt überlege, der erste Teil wirklich auch, der war noch, ich habe den damals angespielt und Jump'n'Run ist ja überhaupt nicht so meins, aber hab total auf die Fresse gekriegt, weil ich noch nicht mal auf diese Türme da richtig drauf kam. Dann habe ich es ein halbes Jahr später nochmal gespielt und dann ging das easy peasy und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. Hab ihn komplett durchgezockt und den zweiten Teil noch gespielt und den fand ich richtig geil. Und ja, aber irgendwann ist die Story oder alles auch richtig ausgelutscht, kann man sagen. Ne? Also irgendwann hört es dann auch auf, einfach interessant zu sein vielleicht. Ja, es ist ja auch darum, ich habe ja gesagt, wenn du in einen Jahresrhythmus was bringst, du übersättigst die Leute. Es ist ja auch so, dass dadurch dieser Ein-Jahres-Rhythmus da war, dass die Story unglaubwürdiger wurde. Und dass du im ersten Teil, wenn du ihn gespielt hast, hast du es ja gesehen. Es ging eigentlich, das Credo hieß immer, keine Unschuldigen töten, dich nicht zeigen, wenn du ein Attentat verübst. Das war ja in den anderen Teilen ja überhaupt nicht mehr der Fall. Mhm. Bist du locker auf der Straße marschiert, ach, ich zeig dir mal meine versteckte Klinge, weißt du? So in dem Ja. Sinne. Und Das erinnert mich an Resident Evil. Resident Evil, der erste Teil, der war so mega geil. Der zweite Teil war dann nur noch Splatter.
Ich meine, ich habe mich gefreut, dass man endlich mal mit dem Chain Gun, mit der Minigun oder mit dem Raketenwerfer durch die Heide laufen konnte und solche Geschichten. Hat schon Spaß gemacht, weißt du, was ich meine? Zombies richtig zu schnetzeln. Nur von dem Grundgedanken von Resident Evil zum Beispiel, es war ja eigentlich, Resident Evil war an sich eigentlich eher so ein richtig übles Horror-Game, war damals, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder so. Und ein Kollege von mir, der war 18, 19. Und der hat gesagt, die haben das zu zweit abends gezockt und haben sich in die Box geschissen und ich habe das Spiel durchgesuchtet. Und weißt du, was ich meine? So in der Art. Also das war richtig fett. Und danach der zweite Teil war halt wirklich, ja, wie sagt man so schön, mehr Splatter als Horror. Also ich habe ja Und- vor kurzem Teil 1 und Teil 2 gespielt. Mhm. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass bei Teil 1 war das Mysterium, das Herrenhaus ist schon mal eine abgegrenzte Zone. Ja, Das heißt, du weißt, du hast eine richtig enge Bewegungsfreiheit. Also du hast eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Dann weißt du, dass überall Zombies sind. mhm. Können auch andere Viecher sein, wie man wissen. Und das Problem ist halt, dass die haben diese beschissene Hintergrundmusik gemacht, wo du richtig ins Schaudern gekommen bist. Dann hat es noch in einem Raum diese blöde Lampe, diese blöde Uhr, die dauernd gebimmelt hat, wo du auch nochmal durchgedreht bist. Aber die haben die Atmosphäre geschaffen. Es war eine quasi- Atmosphäre da. Genau, Das ist das. und die haben echt eine Atmosphäre geschaffen, wo du wie gefragt hast, steht jetzt direkt hinter der Tür ein Mhm. Zombie oder nicht? Und Oder das mit ist den das. Krähen oben auf diesem Dings, wo du die Bilder verschieben musstest dann und auf einmal, bam, weißt du, was ich meine, kamen die Krähen an, wo du noch gerade so aus dem Raum rauslaufen konntest. Solche Geschichten. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn du die Bilderrätsel richtig gemacht hast, sind die Krähen sitzen geblieben. Stimmt, das stimmt, ja. Und das war eines der Rätsel, die viele Kumpels damals von mir viel zu assi fanden und auch gar nicht das Spiel dann in die Ecke geschmissen haben, weil das viel zu schwer war für die. Das stimmt, ja. Obwohl, da war ja eigentlich, du musstest irgendwie den Weg. Erst jung, dann alt oder so, ne? Da war doch Ja, den was. Altersverlauf brauchtest du bloß Ja. nehmen. Aber gut, das musst du natürlich auch erst wissen, ne? Naja, So- vor allen Dingen, wenn du das Spiel neu spielst, bist du von dieser Atmosphäre ja schon geschockt. Mhm. Und dann musst du noch so ein Rätsel lösen. Und dann hast du noch Kräne umsitzen, wo du ganz genau weißt, die können nicht zerhacken. Das Wenn ist du ja einmal das Problem. falsch drückst. Ja, das ist ja das Problem. Und ist es nicht eigentlich so, könnte man eine Diskussion noch mit einfügen, ist es nicht bei jeder Serie so, dass der erste Teil der bombastische ist, weil du eigentlich was Neues spielst und im zweiten Teil ist es anders? Weil Also du ich halt muss sagen, ich nehme mal das Beispiel Resident Evil, gebe ich dir vollkommen recht. Alien, der erste Teil, fand ich den zweiten Teil besser. Der erste Teil mit Sigourney Weaver auf diesem Schiff da, wo sie abhaut, und der zweite Teil halt wirklich, wo sie mit den Marines da, das war viel mehr Action, das hat mir viel mehr gefallen. Terminator war auch das Beispiel. Bei Terminator, der erste Teil, war halt interessant, weil es halt damals, der Terminator reist von der Zukunft in die Vergangenheit, bla bla bla. Nur der zweite Teil mit dem T-1000, der ging ja viel mehr ab. Und der dritte Teil, der war dann wirklich so, ja, der dritte Teil war hingeklatscht. ja, sowas. Ich glaube, was war denn das nochmal, wo das irgendwie mit. Ja, mit das war der dem- TX. Dieses weibliche Ah, Terminator. stimmt, die Truller, ja. Haben uns alle noch gefreut. Ja, geht voll gut ab, endlich ein dritter Teil. Und was war dann? Ja. Die Idee vom TX war vielleicht gut, aber die Umsetzung hat echt gehakt. Ja, ich sag's mal, ich muss ganz ehrlich mal das ansprechen. Schwarzenegger hin, Schwarzenegger her, aber die Terminator-Filme werden dadurch schlechter, dass du einen alten Sack jetzt drin stellst mittlerweile. Jetzt mal ehrlich. Der hat seine Zeit ausgedient. Der hat eigentlich alles erreicht. Arnold Schwarzenegger ist eine Koryphäe in der Form. Der soll menschlich voll das Arschloch sein, weil er seine Frau betrügt und was auch immer. Ja, da habe ich mal ein Doku darüber gesehen, über Arnold Schwarzenegger und wie viele Affären der hatte und dass er nur geheiratet hat, um bei der Marie Shriver? Nee, um irgendwie in die Kennedy-Familie zu kommen oder irgendwie sowas. Marie Shriver aus der Kennedy-Clan, irgendwie sowas war da. Und also solche Geschichten. Nur, ich kenne ihn nicht, kann nicht über ihn urteilen, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist einfach, der hat alles erreicht, was man eigentlich erreichen konnte. Der ist Mr. Universum, ist dann nach Amerika, konnte kein Wort Englisch, hat dann diese Herkules gespielt, hat dann die fettesten Filmrollen bekommen und ist dadurch bekannt geworden und wurde noch als Nicht-Amerikaner Gouverneur. Also der hat es geschafft, der Mann. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Karrieretechnisch hat er es geschafft.
Nur Ja. oft ist es auch so, dass die Leute ab einem gewissen Alter, die wissen nicht, wann gut ist. Statt jetzt zu sagen, voll geil, ich hab das fetteste Leben gehabt, ja. Ich war Mr. Universum, alle kennen mein Body, wie cool ich bin, was auch immer, und jetzt ist gut. Und Filme und so weiter, jetzt drängen sie dann nochmal auf den Markt, weil es cool ist, dass man alte, wie bei Red zum Beispiel. Obwohl ich den Film auch mal gucken muss, ich fand den ganz interessant in der Vorschau. Je älter, je härter, oder irgendwie so hieß der ja. Ja, der Red. ist gut, den habe ich glaube ich schon mal gesehen im Fernsehen. Muss ich mir mal anschauen. Weißt du, dass das Problem ist, ich habe ja Respekt vor Schwarzenegger, weil er halt dahin gegangen ist und da viel erreicht hat. Kein Thema. Nur es geht darum, dass die Filme unglaubwürdig werden, wenn ein alter Sack eine halbe Armee von Leuten umnietet. Das ist einfache Erklärung. Warum war der in den 80ern und Anfang 90ern so gut? Und warum sind die Filme so hochgegangen? Ganz einfach, er hatte eine Muskelpartie, die hat alles weggehauen. Dazu kam noch, dass er jung war. Und dadurch nicht unglaubwürdig war. Also es war möglich, dass so ein muskulierter Typ, der vielleicht bei gewissen Filmen auch eine Army-Ausbildung hatte, letztlich Stimmt, eine halbe Armee. Predator zum Beispiel, ja. Und das war einfach bei Terminator einfach nicht der Fall. Oder bei anderen Filmen mehr, die neueren. Weil ganz einfach, das ist unglaubwürdig, wenn ein alter Sack, der 70 ist, plötzlich anfängt, die Welt zu retten. Das zieht nicht mehr. Das zieht einmal. Man braucht sich bloß die alten Filme ankommen. Die haben gezogen, weil der halt so muskulös war. Der konnte durch seine Muskelpartie, haben sie es manche Szenen so gestellt, dass er manchen Leuten den Arm gebrochen hat. Oder wirklich die Gliedmaßen halb ausgerissen hat oder solche Scherze. Das gleiche ist mit Stallone. Gleiche in Grün. Das ist halt unglaubwürdig, wenn ein alter Sack anfängt, irgendwelche Guerilla-Einheiten auszulöschen. Und zwar noch die halben Gedärme rauszureißen und was nicht alles. Das ist das Problem. Deswegen kommen die Filme auch nicht mehr so gut an, weil die hatten ihre Zeit, muss man so wirklich sagen. Die haben den Nerv der Zeit damals getroffen, in den 80ern, in den 90ern. Allerdings muss man sagen, heutzutage ist es auch nicht mehr gefragt, dass ein Mann eine halbe Armee auslöschen tut. Und erst recht, wenn er nicht mehr muskulös ist und so. Ist es nicht aber auch dann wieder so, das ist nämlich genau das, wo es darauf hinarbeitet. Man hat eine Serie, ob jetzt Spiel, Game, Buch, wie auch immer, die richtig gut läuft. Und jetzt sagt man sich, okay, wir bringen jetzt noch einen vierten Teil, einen achten Teil oder sowas raus. Und alle, die richtigen Fans, die hassen uns dafür, weil wir Scheiße rausgebracht haben. Und aber viele werden aber auch trotzdem noch in den Film reingehen oder sich das Spiel kaufen, einfach weil die anderen 15 Serien-Teile so geil angekommen sind. So richtige Hardcore-Fans, weißt du, was ich meine? Und dass die sagen, die ziehen wir jetzt nochmal über den Tisch, weil da machen wir jetzt nochmal die fette Kohle damit. Also ich glaube nicht, dass es das. Zum Teil wird das schon sein. Nur ich glaube einfach, gewisse Leute wissen nicht, wann Schluss ist. Wie du gesagt hast. Harrison Ford, Stallone, Schwarzenegger. Und was hat Harrison Ford im Moment für Filme rausgebracht? Ja, aber der macht ja irgendwelche B-Movies, der ist auch schon irgendwie was bei 70 oder 75. Die Leute Clint wissen einfach Eastwood nicht, wann ist auch, Schluss. ja. Clint Eastwood, das ist die Titanic unter den Schauspielern, wenn du so willst. Also Die alten Folgen waren ja, was hat der gespielt? Ganz, ganz viele richtig Dirty gute. Harry. Dirty Harry zum Beispiel, ja, richtig bekannt geworden. Aber auch wieder, wie du, Baby. Ja, Ja. alles so. ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich darüber nicht urteilen. Das ist halt das, weißt du? Ich merke nur einfach, dass oftmals dass die einfach denken, okay, die finden das gut, was wir machen, also hauen wir es raus bis zum Ultimo. Und weißt du, was ich meine? Das ist halt so die Geschichte. Also, ich gebe dir da absolut recht, das Thema ist sau interessant, zumal es auch wirklich, wie sagt man so schön? Ja, es passiert ja ständig. Also es kommen ständig richtig geile, neue Ideen raus. Es kommen aber auch ständig irgendwelche Erweiterungen raus, wo man sich denkt, das hätte jetzt vielleicht nicht so sein müssen. Oder warum habe ich dafür 30, 50 oder 80 Euro ausgegeben? Und deswegen lobe ich mir, auch wenn wir das Thema vor kurzem schon hatten, auch wenn ich da so ein kleiner Verfechter ein bisschen dagegen war, lobe ich mir die Early Access Spiele. Du hast da Inhalt und brauchst dafür nicht bezahlen. Bezahlst vielleicht Ja. einmal aber du weißt, dass dass die Entwickler sich um die Spiele kümmern. Und
Ja, wie soll ich sagen? Ich sag mal so, das Problem ist bei den Spieleserien, ich sag's mal so, ich bin Metal Gear Fan. Mhm. Ich glaube, ihr werdet nicht ein einziges Mal von mir hören, dass ich sage, kein weiterer Metal Gear, obwohl ich bei Teil 6 mittlerweile auch einen Hang dazu habe, das vielleicht zu sagen. Als Mhm. Fan einer Serie wirst du das nie erleben, dass einer das sagen wird. Aber wenn die Vernunft, sagen wir mal, die Vernunft einsetzt bei den Entwicklern, dann sagen sie sich, gut, wir machen eine neue Serie, wir machen ein neues Konzept. Es war super, die Serie, aber irgendwann musst du mal gewisse Sachen ruhen lassen. Bevor sie irgendwann so tot sind, dass du eher das Gegenteil geschafft hast. Nicht, dass die Serie in dem Gedächtnis der Leute bleibt, sondern dass sie wirklich tot ist. Dass Ja, sie dass sagen, die Leute sich einfach satt gesehen haben und dass sie einfach wirklich sagen, jetzt reicht's. Die letzten 10 Teile hätten gereicht. diesmal so, bestes Beispiel. Ich war echter geiler Fan, vielleicht hast du es auch gespielt von Silent Hill 1. Hab ich auch Silent Hill gespielt, war ja. eine absolut geile Serie. Bis Mhm. Teil 4. Dann ging's los. Also ich habe Silent- nur den ersten Teil gesehen und den Film habe ich auch geschaut. Ja, Also der von Film war daher- auch klasse. Nur Silent Hill 2 und 3 waren klasse, aber danach Silent Hill Wenn The du Room- mal einen, Oh. wenn du mal einen richtig kranken Horrorfilm sehen willst, dann guck dir mal Sinister an. Sinister kenne ich gar nicht. Sinister, alter Verwalter. Der erste Teil ist krank, der zweite Teil, wo ich auch dachte, oh, wie kannst du das machen? Da wird so erzählt, so ein bisschen aus der Sicht von dem Kind. Guck dir das mal an, ich will jetzt nicht spoilern, aber das war echt ein übler Film, alter Verwalter. Was auch so ein Der Film ist- ist, wo ich sage, es ist schon langsam gutes Paranormal Activity. Ja. So. Oder The Ring. Der erste Teil war bombastisch geil. Und dann? Ich glaube, der Dann- zweite Teil, haben wir den überhaupt gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, dann freu dich lieber nicht auf den dritten Teil, der Macher ist. Okay. Der heißt nämlich The Ring jetzt einfach so, glaube ich, um Unterschied zwischen, das soll irgendwie quasi ein Reboot werden. Viel Spaß. The Ring, jetzt erst recht. Ja, und Saw ist so eine Sache, wo ich auch manchmal denke. Meine Saw, Fresse. das war zum Beispiel auch, Saw 1 war genial. Von der Idee her, von dem, weißt du, was ich meine, ist jetzt nicht so mein Fall gewesen. Nur, es war echt, ich respektiere das, wenn jemand eine richtig geile Idee hat, da kann ich nur ihm beglückwünschen, dass er das, ja, rausgebracht hat oder weißt du, sowas in der Art, ja. Nur da muss ich auch sagen, wie viele Teile gibt es jetzt mittlerweile? Und das in kürzester Zeit? 6 oder 7. Ja. Also, Und weißt du was? Der letzte Teil sollte der letzte Teil sein. Und jetzt rate mal, was die vor einem halben Jahr gesagt haben. Wir machen noch das einen. kommt. Ja, natürlich. Die melken die Kuh, bis es nicht mehr geht. Das ist ja das Kranke bei der Geschichte. Weil, ich sag mal, man kann ja Fan von einer Sache sein, aber trotzdem sollte man ja seinen Verstand nicht ausschalten. Weil ich kenne zum Beispiel einen YouTuber, der belügt seine Leute, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber was ich bis jetzt so gemerkt habe, der bescheißt seine Zuschauer. Der belügt die. Ja, der macht ein Spiel, spielt er auf leicht und statt dann zu sagen, ja, ich spiele es auf leicht, nee, das ist, ich habe den hartesten Modus gewählt, bla. Und die Zuschauer glauben ihm das, weil er es ist. Und da muss ich aber sagen, als Zuschauer, wenn der mich einmal anlügt, dann kann er mich am Arsch lecken. Sorry, aber ist so. Ich lasse mich doch nicht verkackeiern. Ich kann jemanden ja gerne leiden oder gerne anschauen oder so, aber wenn der mich offenkundig bescheißt, habe ich dem den Fuß in den Arsch. Sorry, aber ist so. Ja, also ich zum Beispiel tue grundsätzlich gar nicht sagen, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele, aber wenn die Leute mich fragen, hätte ich jetzt auch kein Problem zu sagen, auf leicht. Ich spiele jetzt nicht Also- dauernd auf leicht, aber manchmal spiele ich auf normal, wenn es ein Game ist, was ich wirklich gut beherrsche, aber wenn es so ein Retro-Game ist, was ich gar nicht so, weil ich noch gar nicht gespielt habe, mache ich auf leicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt fast alle Spiele auf leicht gespielt, weil ich nicht die Zeit habe, ist einfach so, wie, ich nehme mal als Beispiel meinen Cousin. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt, der zockt die Spiele einfach, um durchzukommen. Und ich zock die Spiele nicht um durchzukommen, sondern ich zock die Spiele, um alles aus dem Spiel rauszuholen. Also jede Kleinigkeit zu sehen, jede Quest mitzunehmen und so weiter. Und das kannst du auf einem harten Spielstand gar nicht. Das geht gar nicht. Weil du wirklich, manchmal, da musst du dich wirklich entscheiden, nehme ich jetzt diesen oder diesen Zauber, weil du gar nicht so viel XP hast. Wenn du aber auf Easy zockst, dann hast du so viel XP, dass du dir die beiden Zauber holen kannst. Weißt du, was ich meine? Und das ist eigentlich mein Spielstil. Und
auch vom Arbeitstechnischen her habe ich nicht so die Zeit, jedes Spiel 6 Stunden an irgendeinem Megaboss zu hängen oder so. Es geht einfach nicht. Funktioniert nicht. Hätte ich einen 78-Stunden-Tag, würde es funktionieren. Bei einem 24-Stunden-Tag geht es irgendwann nicht. Das ist halt das. Ja, und ja, deswegen, also ich zock normal auf leicht, außer es gibt so Errungenschaften, wie jetzt bei Space Hulk. Da gab es zum Beispiel Errungenschaften, die gibt's auf leicht nicht, die kriegst du nur auf normal. Und da habe ich gesagt, dann zocke ich normal. Weil da ist eh ein bisschen anders mit denen, die haben eh alles auf, je nach Mission ändert sich das vom Schwierigkeitsgrad her. Wir kommen mal wieder auf das Thema. Wir haben Smiley fast nicht gehört, wir haben Dranto ist glaube ich schon eingeschlafen. Der hat ja, sagt ja noch gar nichts hier. Echt, die Smiley kann jetzt mal mehr sagen hier. Der Ich kann habe ja gerade nicht was sein. gesagt. Vor einer Aber der halben Mikro war Stunde. gemutet. Nein? Er hat gerade das mit Paranormal Activity gesagt. Ja, aber das Das war waren 2 gerade. Wörter. Wie bei Paranormal Activity. Ja. Okay, da Smiley ja die ganze Zeit jetzt geredet hat, wie sieht's denn beim Dranto aus? Wie sieht's bei mir aus? Ja, ich habe immer noch die gleiche Meinung wie ganz am Anfang von der Diskussion. Nee, Gar keine. hallo? Ich habe das Ding eröffnet. Nee, es ist halt irgendwie fehlt halt den Entwicklern, den Produzenten irgendwie die Idee für etwas Neues. Ja. Und darum denken halt die meisten, ja komm, das Spiel kam, also ich beziehe mich jetzt wirklich nur noch auf die Spieleszene, weil die Filme habt ihr jetzt durchaus durchgequetscht, wie ihr nur konntet. Für Also, Leute, die mittlerweile, während der Dranto redet, eingeschlafen sind, der Dranto hat im Moment sehr, sehr viel zu tun. Wegen seinem. Kann man das so sagen? Ja, ne? was? Nein. Okay. Kann man nicht sagen. Aber der Dranto hat sehr viel zu tun im Moment, okay. Nein. Ne? Ich hatte, Deswegen ist der Dranto ein bisschen müde. ich hatte viel zu tun, aber jetzt nicht mehr. Okay, aber bist immer noch müde. Na, Heiß. ja, ein bisschen, nee. Nee, an dem liegt's ja nicht. Nee, also eben, ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf die Gamer-Szene, weil eben Filmszene habt ihr jetzt durchaus durchgequetscht, wie es nur geht. Und Vielleicht kannst du es noch mehr ausquetschen. nee, Dafür sind wir hier, um Sachen auszuquetschen. es ist ja nicht Weil das der sinntechnisch, dass wir hier 5 Stunden, Ausquetscher-Podcast ist. dass wir hier 5 Stunden quatschen. Nee, es ist aber sinntechnisch, dass wir das Thema, worüber wir sprechen, auch behandeln. Ja, dann Weil lass man mich kann doch auch jetzt sagen, mal ja, weitermachen. es gibt gute Spiele und es gibt Scheißspiele. Und damit war der Podcast zu Ende. Schönen Tag noch. Oder man redet halt darüber. Hm? Und darum ging es ja auch eigentlich beim Podcast, Ja. um miteinander zu reden. Und deswegen kannst du bitte weitermachen. Ja, wenn ich mal weiter darf machen, wenn du jetzt mich Nein. lässt, ist gut. Ne, darf's nicht. Gut, dann schweige ich. Gut. Nee, es ist wirklich so, dass die Leute halt wirklich denken Er oder redet. das rausbringen. Ich hab doch gesagt, du sollst schweigen. Nein, hau jetzt mal raus. Natürlich interessiert uns deine Meinung. Klammer auf, nicht. Klammer zu. Nein, hau mal raus jetzt, komm. Spaß beiseite. Ich fange nochmal an. Danke. Bitte? Also, es ist schon so, dass die Entwickler im Prinzip denken, ja, das war ein erfolgreiches Spiel und wir müssen storytechnisch ein bisschen was umstellen, aber bringen das gleiche Konzept wieder ans Tageslicht, weil das ja gut lief. Und die haben einfach irgendwie, kommt mir das vor, bei manchen Spieleserien, Filmserien haben die einfach die Ideen nicht mehr, um irgendwie großartig was zu ändern, beziehungsweise was Neues rauszubekommen. Mhm. Und es wird es immer geben. Es ist ja eigentlich auch so, dass die meisten Spiele, die meisten Filme von der Richtung her immer in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung gehen wie irgendein anderes Spiel, irgendeinen anderen Film und so weiter. Da, da muss man das Ganze wirklich mal auseinandernehmen und dann wird man merken, dass eigentlich das meiste alles gleich aufgebaut ist. Zum Beispiel Star Wars ist zwar eine neue Story, was jetzt rauskam, aber Geschichte technisch ist es genau gleich aufgebaut wie die ersten 3 und die zweiten 3 Teile, wo Star Wars rauskam.
Das kann gern jemand bestreiten, aber das ist leider halt so. Da muss man auch sagen, da hat man sich nicht wirklich viel groß Gedanken gemacht über die Story, weil irgendwie die Story ist quasi immer die gleiche. Es hat sich vielleicht von den Darstellern was geändert, es hat sich vielleicht vom Umfeld her was geändert, aber vom Verlauf der Story her ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie der Vorgänger. Und da muss ich sagen, da lassen sich die Entwickler einfach nichts mehr großartig einfallen, sondern bleiben auf dem stehen, wo erfolgreich ist oder erfolgreich war und denken, ja, wenn wir jetzt da weitermachen, dann wird es weiterhin erfolgreich und sehen oder wundern sich dann am Schluss erst, wenn sie dann merken, oh, das läuft gar nicht mehr so wie eigentlich geplant. Ist es dann nicht eigentlich so, dass wenn du ein Franchise hast, wie Star Wars, dass du gewisse Einschränkungen hast, weil du, sagen wir mal, eine gewisse Grundthematik von dem Franchise hast? Weil es geht ja bei Star Wars immer nur von gut gegen böse. Du Ja, hast gewisse Elemente und du hast auch gewisse Sachen. Ich glaube einfach, dass du von der Story her nicht viel weit anders machen kannst, außer dass du neue Figuren reinbringst, weil du kannst dieses Gut gegen Böse und das Licht und der Lichtschwerterkampf, du kannst da eigentlich nicht viel absolut Neues reinbringen. Das ist das Problem. Das ist wie bei Star Trek. Die neuen Filme, die haben nichts weiter, auch die gleiche Thematik. Eine Crew fliegt durchs All und erforscht die Planeten. Was ja, endlich in der 60er-Jahre-Serie auch schon war. Ich glaube, bei Franchises hast du das Problem, dass du limitiert bist. das schon. Aber bei Star Wars muss ich jetzt wirklich gestehen, die ersten 3 Teile, die zweiten 3 Teile haben geschichtlich schon einen Zusammenhang. Da muss ich wirklich sagen, okay, da konntest du dir storytechnisch konntest du einen Weg sehen. Darum sage ich, Star Wars, muss ich sagen, die letzten 3 Teile, wo jetzt rauskommen, sind irgendwie so gesehen überflüssig. Weil storytechnisch ist quasi bei Episode 6 vorbei. Also da braucht es eigentlich gar nicht wirklich eine Erweiterung. Und man hat im Prinzip das Ganze halt jetzt doch weitergezogen, weil es von Anfang an hieß, es gibt 9 Teile. Wobei man muss sagen, nach den letzten 3 Teilen, wo rauskamen, sprangen eigentlich die Schauspieler von dem Ganzen ab, weil die einfach keine Lust mehr hatten, vor der Greenscreen-Wand zu stehen und zu Schauspielern. Aber so gesehen sind jetzt die letzten 3 Teile, auch wenn sie cool umgesetzt sind und so weiter, storytechnisch sind sie einfach total überflüssig und quasi, sage ich jetzt, gehört genau zu dem Thema, dass man die Kuh wirklich aussaugt. Obwohl ich sagen muss, die ersten 3 Teile, also Episode 1 bis 3 und Episode 4 bis 6 haben nur damit was gemeint, dass es einen Typen gibt, der irgendwann zu einer Halbmaschine oder zu einer Maschine wird. Aber Ja. sonst muss ich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn viele mich disliken, es wurde ein YouTuber auch gedisliked, der das schön auseinandergepflückt hat beim Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Episode 1 bis 3 hat viele Sachen, was bei 4 bis 6 gesagt wurde, total aus dem Angeln gehoben. Zumal ich könnte jetzt verschiedene Sachen ansprechen. Es hieß zum Beispiel mal bei einer der Episoden von 4 bis 6, ich glaube Episode 5 war das, da hieß es, dass halt wie heißt denn der? Der mit den Kacke, wie heißt denn der hier? Der der Meister hier, der ganz kleine. Yoda. Ach, Kacke, ich komm jetzt. Yoda. Dass er gar nicht dabei war, als Luke und Leia geboren wurden. Aber in Teil 3 ist ganz klar zu sehen, dass er vor einer Glaswand steht und zusieht, wie die geboren werden. Dann hast du noch ganz andere unlogische Schlüsse. Zum Beispiel hat Obi-Wan im Teil 4 gesagt,
dass der Vater wollte, dass Luke das Lichtschwert kriegt, um irgendwann in seine Fußstapfen zu treten. Fakt ist allerdings, dass diesen Dialog gab es gar nicht. Bei Episode 3 oder bei den anderen Episoden, was Anakin zu Obi-Wan gesagt hat. Den gab es schlicht und einfach nicht. Du kannst, wenn du einzeln die Videos oder die Filme auseinander nimmst, wirst du merken, dass viele Widersprüche da sind. Zum Beispiel hieß es, dass es seit 1000 Jahren gibt es die Jedi. Dann hieß es offensichtlich in Episode 1 oder war das Episode 2? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hieß es auf einmal, dass es die 1000. Generation der Jedis ist. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Weil entweder sind es 1000 Jahre oder 1000 Generationen. Und das Ich glaube, zieht sich. eine Generation definiert sich über 25 oder 30 Jahre oder sogar 50 Jahre. Also Ja. entweder 1000 Jahre oder 5000 oder bis zu 5000 Jahre. Ja, und das Problem ist, deswegen sehen viele Star Wars-Fans das nicht als Episode 1 und 3 an, weil man hat den Eindruck, dass George Lucas sich die Filme nicht mal angesehen hat. Oder dass es die ursprünglichen Drehbücher zu Episode 1 und 3 gar nicht mehr gab. Man muss dazu sagen, Episode 4 bis 6 ist damals mit dem Plan erschienen, irgendwann Episode 1 bis 3 zu bringen, weil er damals halt die Technik nicht hatte, also zu zeigen, wie derjenige zu Darth Vader wird. Und er hatte die Technik nicht dazu, aber er hatte die Drehbücher. Das ist bekannt. Nur er hat sich die Filme nicht mehr angesehen und hatte wahrscheinlich die Drehbücher nicht mehr. Und das sind viele Details, die halt in Episode 1 bis 3 total vernachlässigt werden. Und genau das ist es. Und es war auch nie die Rede, dass du anhand von Blut feststellen kannst, ob jemand die Macht in sich trägt. Das war aber in Episode 1 der Fall. Die haben Blut von Anakin Skywalker entnommen und haben das analysiert und meinten, er hätte wohl so eine Art, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß denn das? Irgendwie solche körperlichen, so die kleinen Körperdinger da drin, Ja, die Macht, also diese die kleinen quasi Dinger. Ja. nachweisen, dass er die Macht in sich trägt. Und genau das ist es. Das sind so Kleinigkeiten, die in den alten Filmen, deswegen ist ja das Problem, die alten Filme sind erschienen und die anderen drei sind in der Jahrtausendwende gekommen. Und da hat er viele Sachen vernachlässigt. Und deswegen wirkt die Story von Episode 1 bis 3 unglaubwürdig. Und deswegen sagen viele Fans, das ist unlogisch. Ich habe mal Beispiel- irgendwo gehört, dass er eigentlich mit 1 bis 3 anfangen wollte, was jetzt heute 1 bis 3 ist. Ja. Und das ist aber aufgrund der technischen Sache irgendwie noch nicht ging. Und deswegen haben sie 4 bis 6, was früher 1 bis 3 war, vorgezogen. Und Da war das irgendwas. Genau ist das Ding. Und außerdem hieß es zum Beispiel in Episode 4, dass Anakin Skywalker, beziehungsweise Darth Vader, er hat ja zu Luke nicht gesagt, dass es Anakin Skywalker ist, dass er der Freund von Obi-Wan war und dass halt er dann nicht während der Ausbildung, sondern eher während er für den Dings gearbeitet hat, für den Rat, also für den Jedi-Rat. Jedi-Rat, hat er irgendwann entschieden, also quasi auf die Seite des Imperiums zu wechseln. Und das Problem ist, in den neuen Filmen wurde das sogar dargestellt, dass er in einer Ausbildung steckt und aufgrund der Tatsache, dass die Padme wahrscheinlich stirbt, anfängt, böse zu werden. Das passt ja gar nicht zusammen. Entweder bin ich in der Ausbildung oder ich bin nicht in der Ausbildung. Und dann hieß es auch, die beiden waren Freunde. Du siehst in den neuen Filmen, dass der Anakin keine Gelegenheit auslässt, den Obi-Wan anzuzicken. Egal wegen was. Ja, ich will hier bleiben. Nee, ich komme mit. Nee, da gibt es lauter solche Sachen. Und das sind so Kleinigkeiten. Das hat ein YouTuber mal richtig in seinem Podcast aufgeschlüsselt, was da überhaupt nicht hinhaut. Und genau das ist es nämlich. Deswegen werden die nicht als richtige Filme anerkannt, weil das totale Widersprüche Es in der gibt Story zu drin viele sind. Widersprüche, ja. Okay. Und das ist das Problem. Und Das heißt, richtige Star Wars-Fans wissen das und Pseudo-Star Wars-Fans, ja, liken das einfach, weil Star Wars draufsteht. also wenn du dir die Mühe machst, die Filme wirklich einzeln zu bewerten und wirklich mal die Sätze auseinanderpflückst, die sie gesagt haben. Und das Passt das macht nur alles ein nicht richtiger zusammen? Fan, ja. Das passt Also nicht richtige zusammen. Fans,
Das ist das, worauf ich hinaus will zum Beispiel. Ein richtiger Fan, der kapiert das und würde zum Beispiel niemals haten oder Dislikes geben. Ja, derjenige Das heißt, hat es- Dislikes gekriegt, ohne Ende, weil er nämlich Ja, das aber- rausverschlüsselt hat. Aber dann nicht von den richtigen Fans, die das wissen, sondern von irgendwelchen Pseudo-Fans, die einfach nur alles liken, was mit Star Wars ist. Mhm. Weil ein richtiger Fan wird dann ja sagen, okay, 4. bis 6. Teil einfach episch, 1. bis 3. Teil passt einfach nicht oder ist nicht so von der Qualität, wie der 4. bis 6. Teil war. Bestes Beispiel, Episode 4 bis 6, da hieß es nie, dass es eine Sith gab. Mhm. Hieß es einfach nicht. Dann gab das Imperium und die haben was. Also Achtung, Spoiler. Ich sag's so, wie es ist. Wer das nicht hören will, der sollte ein paar Sekunden vorspulen. Dü, dü, dü. In Episode 7 wird gesagt, dass es erst die Sith gab, dann gab es das Imperium und jetzt gibt's die jetzt da sind. Das heißt, die haben schon mal etwas gekillt, was George Lucas falsch gemacht hat. Der hat die Sith eingeführt. Und das ist nämlich auch, was vielen Star Wars-Fans abgibt, weil die Sith wurde nie in irgendwelchen Dingern erwähnt, genauso wie die Legende, dass Anakin Skywalker bzw. der Auserwählte das Universum im Gleichgewicht bringt. Wurde in Episode 4 bis 6 nie erwähnt. Und das ist genau das Ding. Und das sind so kleine Sachen. Geschichtlich passen sie zusammen. Das stimmt. Da geht's um einen, der gut ist und irgendwann böse wird. Nur was die Details angeht in der Story, hat George Lucas, muss man ganz klar sagen, ziemlich geschlafen. Oder hätte sich, wie der eine gesagt hat, sich mal die 3 Filme angucken sollen. Weil geschichtlich passen sie zusammen, aber storytechnisch, da gibt es zu viele Widersprüche. Du könntest jetzt, also derjenige hat wirklich das über eine Stunde lang, hat er so einen Podcast, ich muss mal raussuchen, wo das ist. Der hat das richtig aufgeschlüsselt. Der hat das richtig auseinandergenommen. Und genau das ist es nämlich. Star Wars hat drunter gelitten, dass Jahrzehnte zwischen Episode 6 und Episode 1 liegen. Das ist das Problem. Und da ist mit Sicherheit das Drehbuch irgendwann mal verloren gegangen. Ja, oder wurde so geändert oder hier, das können wir so nicht bringen oder so. Oder anders in Erinnerung behalten, kann man sagen. Ja. Und die haben schlecht und einfach in dem neuen Teil mit gewissen Sachen aufgeräumt. Und das hat mir schon wieder gefallen. Weil sie dadurch Star Wars eine Möglichkeit gegeben haben, wieder stärker, sagen wir mal, ein besseres Image zu kriegen. Klar ist das kopiert. Gebe ich vollkommen recht, was in Episode 7 passiert. Aber ich sag's mir lieber gut kopiert als schlecht kopiert. Darüber hinaus hast du jetzt noch so einen Charakter eingeführt, der jetzt schon übelst beliebt ist. Das kannst du aus den Foren entnehmen. Genauso beliebt wie Luke Skywalker. Und das musst du heutzutage echt schaffen. Das ist gerade in den Zeiten, wo es Reboots gibt und so, wo alles in die Hose gehen kann, was zig Filme schon gebracht haben, glaube ich, hat Star Wars trotzdem einen guten Start hingelegt. Man muss nur gucken, was man daraus macht. Also, das ist das Ding. Kannst natürlich immer noch versauen. Lass mal wieder auf die Geschichte zurückgehen. Ich meine, das war sehr interessant, weil das genau das zeigt auch. Und zwar in der Form, dass man wirklich davon ausgeht, es gibt Spiele, es gibt Filme, es gibt Serien, es gibt Bücher, die einen mega Erfolg haben, die richtig geil sind und die aber einfach so lange benutzt werden, um noch Kasse zu machen, bis das Thema so ausgelutscht ist, dass gar keiner mehr Bock hat darauf. Ja? Also sowas in der Art. Und solange es dann keine Neuigkeiten, also richtigen Neuerungen gibt oder dass es wirklich mit Liebe zum Detail, also ich sag mal, wenn jetzt Assassin's Creed 15 rauskäme, was genauso Hintergrunddichte hätte wie 1 und 2 und 3, sowas in der Art, ja, mit einem komplett anderen, innovativen Spielprinzip oder mit VR oder was auch immer, also was komplett anderes, was komplett Neues, mit dem Charme der ersten Teile, kann man sagen. Ja, oder WoW, wenn die neue WoW auflegen würden mit anderer Grafik und einfach sagen würden, okay, WoW 1 war ein mega Erfolg, wir beenden das Projekt jetzt hier, machen WoW 2 in 3 Jahren. Oder ihr könnt es auch so lange auf den Servers spielen und in 3 Jahren gibt es dann halt WoW Teil 2. Sowas als Beispiel jetzt, ja. Und es war halt auch wieder von der gleichen Geschichte, aber nochmal komplett was anderes oder mit mehr Drachen oder mit irgendeinem Piva Porris oder sowas dazu ist so. Aber wirklich von der Geschichte her, oft ist es wirklich so, die Leute wissen einfach nicht, wann gut ist.
Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass die sich sagen, ja, es sind so viele Fans, die kaufen eh alles, was wir machen, also hauen wir auch alles raus, was nur geht. Und melken die Kuh, bis sie trocken ist. Mhm. Okay. Möchte noch jemand was dazu sagen zu dem Thema? Moment nicht. Gut. Drantu? Nee, bin auch zufrieden. Okay. Fox? Ja, ich bin auch zufrieden, wir haben alles zufriedengestellt. Sehr gut, der große Zufriedenmacher. Ich würde dann fast sagen, wir machen hier einen Break. Haut mal in die Kommentare, was ihr dazu seht, weil, wie gesagt, es gibt ja viele Spieleserien, es gibt viele Filmserien, auch im Musikbusiness. Wir trennen uns, ne, wir sind wieder zusammen, ne, wir trennen uns, ne, wir sind wieder zusammen. Oder Beef, dieser Pseudo-Beef, das ist auch noch so ein Thema für sich. Haut's mal in die Kommentare, eure Meinung ist gefragt. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir hören uns, sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao, ciao.